Blut, Erbrochenes, Exkrement, Urin. Mal, wir dürfen uns auch ekeln. Wir sind auch nur Menschen. Wir haben einen Ekel, den kann man auch nicht gut verstecken, aber man kann ihn trainieren. Also ich habe zum Beispiel einen extremen Ekel vor Sabber. Ich muss mich dann einfach unter Kontrolle haben oder ich tue es auch im Team so kommunizieren, dass dann, wenn ich Glück habe, jemand anders so einen Patient übernimmt und ich dafür jemand, der dann vielleicht ständig erbricht. Nein, wir sind nicht zu dumm, zum Arzt zu werden. Wir wollten das einfach nicht werden. Ja, wir nerven uns manchmal auch mal an bei unseren Patienten. Das ist völlig normal. Also, was ich manchmal ein bisschen mühsam finde, ist, wenn ein Patient meint, er sei im Hotel und nicht im Spital. Nein, wir nehmen das Zeug nicht aus dem Medikamentenschrank. Es gibt sicher Leute, die das machen. Ich mache das nicht. Also, da ist ja Klauen. Das dürfen wir nicht. Das ist ein Kündigungsgrund. Ich habe einen Ausschlag. Was ist das? Von wo kommt das? Ich habe jetzt einen geschwollenen Knöchel, was soll ich machen? Ja, das gibt es etwa die, dass mich die Leute fragen, was haben. Ich bin immer noch kein Arzt, ich bin Pflegefachfrau. Es gibt es aber gleich mal, dass man eine Empfehlung aussprechen kann, aber manchmal nervt es ein bisschen. Ja, wir Pflegefachfrauen machen auch Fehler. Gefährliche Fehler könnten sein, wie man das falsche Medikament verabreicht oder die falsche Dosis, eine Operationswunde falsch versorgt. Man kann das Menschenleben aufs Spiel setzen mit dem. Und das ist schon gefährlich. Darum ist es eben auch wichtig, dass man das dann auch weiterleiten tut und dass man dann auch sofort handeln kann. Ja, wir haben peinliche Begegnungen mit Patienten. Zum Beispiel, wenn ein Patient eine Erektion bei der Intimpflege bekommt. Das ist aber völlig normal und natürlich. Wir wissen, dass das für den Patienten sehr unangenehm sein kann. Wir behalten das auch für uns behalten und nicht gerade ausrufen, sondern drüber legen und rauslaufen und dem Patienten ein bisschen Zeit geben. Also ich wünsche mir, dass ihr uns Pflegefachfrauen oder Pflegefachmänner ein bisschen mehr Anerkennung schenkt, dass ihr schätzt, was wir tagtäglich leisten und dass ihr uns auch mal verzeiht, weil wir nicht gerade innerhalb von 30 Sekunden auf die Glocke gehen können.